Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, Pressekonferenz ist mal wieder nicht in Sicht. Keine Ahnung, ob da noch irgendwas kommt oder nicht. Wenn dem so ist, dann werden wir da morgen nochmal ein kurzes Video zu machen. Also gehen wir nochmal rein in die Interviews nach dem Spiel. Und natürlich verlinke ich euch das Originalvideo in der Beschreibung. Ist von Lass mich luschern, Bundesliga-Interviews. Thomas Tuchel im Interview, was sagen Sie zum heutigen Abend? Na, wir haben keine gute erste halbe Stunde gespielt, waren zu Recht im Rückstand und haben eine gute Reaktion gezeigt und eine gute zweite Halbzeit gespielt mit vielen Chancen und haben uns dann um den Lohn gebracht am Ende. Was waren die Probleme in Ja, ersten Teil gehe ich natürlich mit. Erste halbe Stunde war wirklich nichts von uns. Sehr enttäuschend. Zweite Halbzeit, es war okay. Und gut bin ich dann doch ein Stück weit entfernt. der ersten halben Stunde? Dass wir komplett ohne Struktur gespielt haben, wir viel zu undiszipliniert waren, überhaupt nicht in unseren Positionen. Haben Angriffe begonnen, wenn es überhaupt nicht losging, haben Ballverluste gehabt in der Vorwärtsbewegung. Wir haben eingeladen zum Kontern, beide nicht auf unseren Positionen, um überhaupt eine Kontrolle in den Konter zu haben. Dazu, ja, erste Halbzeit, halbe Stunde war schlechte Halbzeit, schlechte halbe Stunde. Ist es so eine Grundsatzfrage? Wie erklären Sie sich das am Ende? Einzig und allein an einem Glückstor durch eine Standardsituation, die wir wahrscheinlich auch besser verteidigen können. Am Glückstor durch eine Standardsituation. Junge, du musst halt einfach ordentlich verteidigen, dann passiert da auch nichts. Also wenn wir jetzt so anfangen, dann können wir das Tell-Tor oder das Musiala-Tor auch als Glückstore sehen. Weil bei Musiala waren da so viele Beine zwischen. Und beim Tell war es ein Sonntagsschuss, ähnlich wie es beim Günther war. Aber beim Günther musst du den Ball halt schon einfach vorher besser klären. Das war ja vorher schon die Doppelchance, die Neuer da super gehalten hatte. Also ist ja wieder mal. Aber Leute, wie gesagt, ich bin weit. Ich bin nicht mehr da, dass ich mich aufrege. Aber ansonsten haben wir die zweite Halbzeit komplett dominiert, haben viele hochkarätige Torchancen gehabt. Aber naja, Freiburg hatte auch hochkarätige Torchancen. Ja, zumindest gerade in den ersten 5 Minuten. Das Ding, ja, ist richtig. In der ersten Halbzeit hatte Freiburg bessere Torchancen als in der zweiten. Da gehe ich mit. Aber am Ende des Tages ist es auch nicht ganz unverdient. Aber es liegt ja dann nicht wirklich an einem Glückstor, oder? Ja, selbstverständlich. Aber wenn wir nie miteinander sprechen da in dem Fall und dass niemand bemerkt, dass eine Spielverlagerung stattfindet, also von der Körpersprache und der Eine Spielverlagerung stattfindet beim Gegentor, der Einwurf, oder was? Der Einwurf ist dann eine Spielverlagerung. Oder was will er mir denn jetzt gerade erzählen? Der Einwurf war ja auf der Seite, der wird dann einfach auf den 16er geworfen. Also, oder habe ich gerade was falsch im Kopf? Kann natürlich auch sein. Vielleicht werde ich einfach alt, Leute. Wenn dem so ist, seht's mir nach. Dann lag es an der Spielverlagerung. Ich dachte eigentlich, der Einwurf wäre auf der richtigen Seite gewesen. Aber vielleicht habe ich auch was verpeilt. und der Verbissenheit, der Unterschied der ersten halben Stunde zur nächsten Stunde ist zu eklatant, um dann zu erwarten, dass du einfach mit dem Sieg rausgehst. Es war alles thematisiert, es war ganz klar das Ziel. Und es war ganz klar thematisiert, dass wir in einer anderen Emotionalität, Verbissenheit hier spielen wollen. Wir haben das dann mit dem Tor eigentlich erst begonnen. Zweite Halbzeit war gut. Zweite Halbzeit hatten wir verdient dann auch für uns gedreht. Aber okay, wieder ein Einwurf. Aber in der ersten Halbzeit ist es anders. Ich glaube, es sind ja 3 Chancen hintereinander. Mit der Körpersprache kann man es aber nicht verstehen, oder? Wie sehen Sie es? Ja, was soll ich jetzt sagen? Also wir haben, ich glaube, dass es nicht am Wollen lag. Ich habe jetzt auch in der ersten Halbzeit schon den Aufwand gesehen, aber es war undiszipliniert in den Positionen. Es war teilweise Harakiri. Ich glaube, wir hatten Phasen, wo unser Innenverteidiger den Außenverteidiger hinterlaufen. Ja, hatten wir. Und wie gesagt, was Müller gemacht hat über 90 Minuten auf dem ganzen Feld, sorry, da muss man leider sagen, dass anscheinend die Mannschaft sich selber mehr coacht, als es der Coach tut. Und das sollte
sollte man richtig interpretieren. Also da ist. Sorry, ich habe echt nichts gegen Thomas Tuchel. Er ist mit Sicherheit ein guter Trainer. Es passt bei uns einfach nicht. Aber man sieht doch, dass ihm die Mannschaft gerade auf der Nase rumtanzt. Ja? Also wie soll da noch irgendwas Vernünftiges bei rumkommen? Hat. Also wir haben Dinge gemacht, die haben wir noch nie trainiert, über die haben wir noch nie gesprochen. Die sind einfach, wir haben eigentlich sehr, sehr früh gespielt, als wäre es die 85. Minute und wir wären 0-1 zurück. Weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube nicht, dass es am Willen lag, ich glaube nicht, dass es am Aufwand, aber ja, wir haben kopflos gespielt die erste halbe Stunde, sind dafür bestraft worden, kamen dann mit einer Einzelaktion zurück, anders ging es in dem Moment auch nicht und zweite Halbzeit war dann okay. Das auch wäre nur eine Einzelaktion. Okay, aber klar, am Ende kann man sagen, eine Halbzeit ist dann auch nicht genug, wenn wir wirklich herkommen, um gewinnen zu wollen, klar. Aber hey, immerhin sagt er nicht so deutlich wie sonst immer, dass es irgendwie, was weiß ich, XG-Werte, keine Ahnung, wie die waren, oder dass das unverdient war. Wie er selber sagt, am Ende des Tages reicht das halt nicht, ne? Eine Halbzeit ordentlich zu spielen. Und auch ich bin weit weg von gut, aber ordentlich. Mal Musiala im Interview, wir haben uns ein blaues Auge notiert. Jetzt passt es nicht mehr, warum nicht? Was heißt blaues Auge? Dass man gerade noch so davon kam. Ja, sah so aus, dass wir gekämpft haben, wir haben viele Chancen gehabt und dass wir dann ein bisschen kämpfen noch den Sieg auszuhalten, aber er hat ein super Tor geschossen, manchmal soll es nicht sein. Ist aber zu wenig, wenn man Meister werden will, oder? Ja, wir sind Bayern München. Ich denke, die Mannschaft hat das auch schon abgehakt, schon vor dem Spiel, ja, also schon vor dem Leipzig-Spiel war das abgehakt. In Leipzig haben sie wahrscheinlich nochmal richtig Bock gehabt, damit die Champions League Quali safe ist. Die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und jetzt ist halt Austraben angesagt den Rest der Saison. Machen wir uns nichts vor, Leute. Wir hassen zu Wir müssen halt hoffen, dass man in der Champions League den Turnaround schafft und da die Mannschaft ein bisschen motivierter ist und Bock hat. verlieren. So habe ich, seit ich hier bin bei Bayern, ist im Kopf, dass wir sollen gewinnen und wir hassen zu verlieren. Und es ist richtig nervig, wie es gerade läuft. Für mich persönlich, für alle. Wir alle wollen gewinnen und wir wollen Meister werden, wir wollen einen Titel holen. Und da müssen wir einfach so positiv bleiben wie möglich. Und was willst du jetzt noch positiv bleiben, Alter? Alter Belly, ey. Du kannst doch nicht mehr positiv bleiben. Was die Meisterschaft anbelangt. Junge, der Zug ist abgefahren. Punkt. Durchbeißen und noch so gut spielen wie möglich bis zum Schluss und vielleicht irgendwas noch rausholen. Wie erklären Sie sich die beiden Tore? Kann ich nicht viel dazu sagen. Er hat wieder 2 super Tore, hat er richtig gut getroffen und an einem anderen Tag vielleicht trifft er den nicht und geht nicht rein. Wir hatten jetzt nicht so viele große Chancen gehabt, als wir jetzt gehabt haben. Aber die machen die rein und wir haben die jetzt nicht reingemacht. Naja, Freiburg hatte neben den Toren auch nochmal 2 fette Dinger. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und das ist ein Thema von vielen Spielen diese Season. Wie machen Sie das bei Ihrem Tor? Hatten Sie den Plan von Anfang an im Kopf? Ist immer einfach Instinkt. Du guckst, was für Möglichkeiten aufkommen mit Dribblings, mit Körperantäuschung und schaust, was du kreieren kannst. Alles ist so im Moment gucken, was ich machen kann. Mit welchen Gefühlen geht es jetzt nach Rom? Ja. Nach Rom. Irgendwie richtig. Komm schon zu uns. Auch, dass wir jetzt unentschieden gemacht haben. Wir haben viele Chancen kreiert, was auch ein Pluspunkt ist. Wenn wir ein bisschen mehr Klinico wären vorne vom Tor, wäre das Spiel ganz anders ausgegangen. Und viele Chancen müssen wir auch kreieren gegen Lazio. Wir können jetzt nicht Kopf Na, kannst du ja wohl nicht so eine erste halbe Stunde erlauben, Alter. runter machen. Wir müssen da Gas geben, 100% da sein und wenn wir die Chancen haben, die Tore machen, wenn wir weiterkommen wollen. Christian Streich im Interview, wie stolz sind Sie auf Ihre Mannschaft? Ja, ich finde, die Jungs haben es wirklich gut gemacht. Habe ja dann auch Video gehabt und war sehr, sehr kaputt nach Augsburg. Und sehr
bist natürlich auch niedergeschlagen, weil du vorher gegen Lens so ein großartiges Spiel machst und dann hat die Kraft nicht gereicht. Und deshalb bin ich sehr, sehr glücklich und froh, dass dann auch Christian Günther, Matthias Ginter durchspielen konnte, die weg waren und dass einfach da wieder Kontinuität reinkommen. Und die Mannschaft hat einfach ein richtig gutes Spiel gemacht, sehr leidenschaftlich, auch mit dem Ball gut und hat sich den Punkt redlich erspielt und erarbeitet. Sie haben sich gegen Ende tief hinten reinstellen müssen. Kann man das verhindern oder ist das gegen Bayern mal so? Das ist nicht immer zu verhindern, aber wir haben dann weitere Sachen taktisch auch nicht so gut gemacht. Aber ganz verhindern konnte man es nicht, sonst hätte man es verhindert. Da waren wir zu tief, da haben Sie recht, über ein paar Minuten. Und dann haben wir 1, 2 Bälle weggegeben, wo wir nicht weggeben dürfen, wo wir es dann ausspielen müssen. Weil wenn wir gespielt haben und haben es ausgespielt, dann hatten wir längere Phase mit dem Ball und die haben uns geholfen, sowohl für Torgefahr, aber auch um Kraft zu schöpfen. Ist man bei dem Tor von Musiala zu passiv gewesen? Naja, es ist schwierig, weil jetzt kommt er in den Strafraum. Klar, jetzt muss der Litz mitmachen. Litz Doan muss mitmachen und innen schließen. Ist ein ähnliches Tor, wie Wirtz gegen uns gemacht hat. Ich weiß nicht, warum das die immer dann so Tore gegen uns machen. Ist überragend gemacht, aber der Litz muss vorher doppeln mit dem hier. Muss der Litz schließen, Litz Doan, damit er dann nicht diese Lücke findet. Höhlers Tor natürlich auch sehr gut gelaufen. Er macht sehr gut. Er nimmt ihn und kippt ab. Und dadurch geht er nicht drüber, weil er in die Horizontale kommt. Jetzt kippt er ab und deshalb kommt er in die Horizontale und der Ball geht nicht drüber. Da muss dann halt hoch und muss mit dem Körper abkippen und da sehen Sie jetzt, wie er abkippt. Das macht er herausragend und hochverdient. Das wäre unverdient gewesen, heute zu verlieren. Wie sieht der Plan jetzt vor West Ham aus? Ja, jetzt gibt es Behandlung schon und dann morgen Behandlung und Spielersatztraining für die nicht gespielt haben. Dann Sonntag frei. Und jetzt haben wir den Punkt geholt gegen Bayern. Ja, wir haben in der Rückrunde ja noch nicht viele Punkte geholt, aber wir haben natürlich auch ein brutales Programm und haben mit vielen Widerstandskämpfen. Und dass die jetzt wieder zurückkommen nach dem Rückstand, also ich meine, mehr kann ich einfach auch nicht erwarten als das, was diese Mannschaft tut, auch in schwierigen Situationen. Aber wenn wir natürlich zu wenig Punkte haben in der Rückrunde, aber es ist schon toll, was sie da leisten. Was sagt ihr zum Spiel und der Leistung heute? Schreibt's in die Kommentare, Leute. Ja, haben wir es komplett, ne? Ich denke, auch in der PK würde Tuchel nicht mehr erzählen, als er heute wieder erzählt hat. Und ja, wenigstens hat er mal zugegeben, dass die erste halbe Stunde Murks war. Da gehe ich nämlich 100% mit. So gut wie er die zweite Halbzeit gesehen hat, habe ich sie persönlich nicht gesehen. Ja, wir haben uns ein paar Chancen erspielt. Ja, ist schon richtig, aber naja, gesagt, am Ende des Tages, die Bundesliga-Saison ist für uns einfach gelaufen. Ja? Man guckt, dass man sich vielleicht nochmal irgendwie, wie es Musiala gesagt hat, ein bisschen ordentlich zu Ende bringt, das Ganze. Und dann ist gut. Nach oben geht nichts, nach unten geht auch nicht viel. Also von daher dümpeln wir da so rum, wo wir rumdümpeln. Wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, laufen wir als Dritter ins Ziel ein, noch nicht mal als Zweiter. Schauen wir mal. Ja. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, nehmt sich so schwer. Auch an dieser Stelle der Hinweis, Montag 18:30 Uhr, geht's rein in die Therapie-Live-Stunde. Tschüssi.